Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play hier bei null.ch. Wir spielen nämlich heute Punch Club. Das ist vor kurzem, ist gerade auf Steam rausgekommen. Ich habe das gekauft, ich habe das innerhalb von 18 Stunden durchgesuchtet, das durchgespielt. Also ich habe schon einmal hinter mir. Aber ich würde euch jetzt auch noch gerne mitnehmen auf die fantastische Reise von diesem fantastischen Spiel. Also ich habe schon lange kein Game gehabt, mich so dermaßen fasziniert hat. Wie ihr hier vielleicht schon im Titelbild seht, es ist, und im Sound höre ich vor allem, es ist alte Grafik, es ist alter Sound, es ist ein reines Point-and-Click-Spiel. Man braucht das ganze Spiel eigentlich bis auf den Namen eintacken. Am Anfang braucht man das ganze Spiel nur mit der Maus. Die Musik ist im Großen und Ganzen eigentlich immer so. Aber ich habe das eigentlich die ganzen 18 Stunden, als ich das Spiel gespielt habe, das laufen mit so faszinierter Musik. Wenn es euch auf die Nüsse geht, wirklich, schreibt mir in die Kommentare, dann tue ich die Musik rausnehmen, tue vielleicht selber etwas drunter schneiden oder gar keine Musik, je nachdem. Aber ich lasse das einfach jetzt im Hintergrund laufen, bis ihr reklamiert. Ich bin mir noch nicht genau sicher, aber das Spiel werde durchspielen, und ich etwa 18 Stunden hatte. Also viele Momente hatte ich einfach stundenlang am Trainieren war. Das werde ich natürlich, wenn ich nur trainiere und euch zeige ich das nachher, das werde ich sicher nicht einfach 4-5 Folgen mehr nur pushen, wie Rocky am Trainieren, werde ich sicher nicht alles zeigen. Vielleicht kleine Ausschnitte, dass ihr seht, dass ich das wirklich gemacht habe. Aber im Großen und Ganzen wollen wir eigentlich schon ein bisschen der Story nachher. Und solange es euch gefällt, wird das Let's Play hier weitergehen. Ich würde mal sagen, wir starten mit Punch Club. Da bin ich schon mal gewesen. 542 Tage habe ich gebraucht. Ich habe Stärke 14, Geschicklichkeit 16 und Ausdauer 18 gehabt. Wow, das war eine Maschine am Schluss. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir neu an. Leer. Charaktername. Ist es echt der Nanulu oder ist der... So, nein, lang nicht. Ich mache einfach Nanulu. So. Oder der... Geht doch nicht, hau auf Schnauz. Nur auf Schnauz. Geht doch nicht. Ja. Es hat echt der Anulu. Da, fertig. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Punch Club. Merci nochmal. Tiny Bild, ich glaube, ihr versteht mich zwar schon nicht, wenn ihr falls ihr zuschauen, aber merci vielmals für die fantastische Antwort, die ich von euch bekommen habe. Selten so geile Antwort gehabt wegen dem Okay von einem Publisher. Bilder. Eines Tages werdet ihr besser sein als ich. Euer Potenzial ist grenzenlos. Hat ein bisschen schnell gegangen. So, das war eigentlich die Anfangsstory. Hier von Manulu in Punch Club. Jetzt wissen wir mal das Telefon. Hallo? Schläfst du noch? Dreh deinen faulen Hintern vom Sofa und geh zur Arbeit. Keine Lust. Okay, Frank, ich mach's. Ich mach's. Großartig, da liegt eine Zeitung auf dem Tisch, in der du Stellenangebote findest. Bis dann. Keine Zeit, um mir einen Job zu suchen. Ich muss trainieren und frühstücken. Okay.
Aber so wird das Spiel eigentlich aussehen. Also erwartet nicht zu viel von grafiktechnisch. Also wirklich, das ist back to the roots. So in Games angefangen, das war schon fast die nächste Generation. Aber so in Games ausgesehen, wo ich noch jung war. Das ist eigentlich das Häuschen, da macht man eigentlich alles. Das ist dann der Trainingsbereich. Es hat sehr, sehr viel. In diesem Spiel, da werdet jetzt sehen, extrem viel Anekdoten auf Filmen. Also, wieder hier zum Beispiel, ich werde nicht zu viel sehen. Ich glaube, ich mache dann einen kleinen Quiz. Was fällt euch alles auf? Für Anekdoten von Filmen. Also, ich gebe euch jetzt ein einziges Beispiel von hier innen. Ja, es gibt in sozusagen jedem Raum und in jedem Laden gibt es irgendetwas. Mal schauen, was euch alles so auffällt. Also hier zum Beispiel der ganz einfach natürlich. Hier rechts neben dem Töckel steht das A-Team-Wägeli. Genau. Jetzt sicher der eine oder andere schon gesehen. Aber sonst, selbst hier gibt es ein paar versteckte, lustige Sachen. Aber jetzt machen wir einfach mal. Ich hoffe, das Müsse nimmt es auf, sonst muss ich das dann auch schauen. Also wir haben oben 4 Balken. Das erste ist Gesundheit. Das zweite ist Essen. Das dritte ist Stimmung. Die muss man immer schauen, dass man die oben hat, weil wenn die Stimmung dunger ist, macht das Trainieren auch nicht so Sinn. Also wie besser die Laune ist, gibt es nachher auch so einen Bonus beim Trainieren. Und die Energie. Wenn die leer ist, muss man schlafen. Oder es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber das zeige ich dann später. Dann hat man eigentlich 3 Skillbäume, die man machen kann. Man hat Stärke, das ist hier rot. Man hat Geschick, das ist blau. Ja, ein bisschen mehr mit Farben. Und Ausdauer, das ist grün. Dazu hat man Talentpunkte, das zeige ich dann später, wenn der Baum freigeschaltet ist und man zuerst noch ausgeben kann. Und Geld, weil man braucht immer Geld. Man muss Essen einkaufen, aber das zeige ich dann nachher alles noch. Jetzt machen wir einfach mal zuerst Liegestütze. Und dann seht ihr, es geht jetzt von allem, pusht es ein bisschen. Und schon sagt er hat Hunger. Gut, wieder raus. Ab in die Küche. Da sollte noch Essen im Kühlschrank sein. Ja. Was ist denn? Tiefkühlpizza. Gut, dann nehmen wir da mal eine. Ich bin jetzt bereit für einen Job. Schauen wir uns mal die Zeitung an. Die Zeitung ist auf dem Tisch. Mal schauen, was drin steht. Ich gerade der beste Job, aber was soll's. So, jetzt hat man hier verschiedene also mit Charakterinformationen. Da sieht man so ein bisschen, was man für Kämpfe kann, Gewinnraten. Dieses Eisen, also eigentlich alles, was man muss wissen. Nebendran hat man, das sind nachher die verschiedenen Ligen, da kommen wir dann später dazu. Man hat einen Stadtplan. Und das sagt eigentlich die Stadt aus. Also jetzt müssen wir hier zur Arbeit. Wir brauchen Zeit und Gesundheit, um Geld zu verdienen. Zu Fuß mit dem Bus. Der einzige Unterschied ist eigentlich, man hat oben rechts hier die Tagzeit. Also wenn ich jetzt laufe, geht es länger, als wenn ich jetzt mit dem Bus würde gehen. Gegen hinten raus wird es spannend, wenn man ein bisschen Geld hat und der Bus ein bisschen nehmen kann und zum Teil ein bisschen unter Zeitdruck ist man viel im Bus unterwegs. Aber am Anfang spart euch das Geld wirklich. Weil egal, welchen Weg das ihr nehmt, das, ja, man sieht es dann. Dann geht es mal zu Fuß. Und jetzt geht's auf die Schnur. So, jetzt haben wir die aufs Dach gegeben. Geht 2. Wow. Fangt mich doch. Lauf weg. Niemals kämpfen. Klar doch. Und hier sind meine Schuhe. Wir machen natürlich... Ja klar, wir lassen uns darauf ein. Aber egal, welchen Weg das ihr geht, ob ihr jetzt Geld zahlt oder lauft, früher oder später lauert ihr ein Dia. Darum spart ihr nicht das Geld. So, kleiner Tipp. Wähle jetzt die Talente, die du in der Kampfrunde benutzen willst. Fülle alle leeren Felder aus. Talente sind in verschiedenen Tabs sortiert. Offensiv, defensiv und so weiter. Und zwar sieht man jetzt immer hier am Anfang oben Gesundheit von mir, Gesundheit vom Gegner, die Energie vom Gegner, die Energie von mir. Was wir für Stärke und so haben, was er für Stärke hat, die aktiven Talente und unten noch Vorteile. Das schalten wir dann mit der Zeit auch frei. Aber wir haben jetzt einfach hier einen Vorteil, ausgewogene Taktik, Standardtaktik, ohne nennenswerte Stärken und Schwächen. Das Einzige, was wir haben, weil das sind nachher Moves, die man freischalten innerhalb des Talentbaums. Unsere Punkte erreichen wir eben durch Kämpfe oder durch Aufgaben. Und jetzt am Anfang haben wir nur einen einfachen Schlag, einen einfacher und energieeffizienten Schlag. So. Ist das noch etwas? Da ist nichts.
Hier haben wir noch Ausweichen und Blocken. Drastisch zu senken. Ich würde eben lieber ausweichen. So. Sonst haben wir nämlich da noch alles leer. Und nachher geht es eigentlich kämpfen und dann kannst du dich zurücklehnen. Also der macht alles von selber. Das geht so grusig auf das Dach. Ei! Hauen! Er hat natürlich auch so ein Schwächling und bei jedem Schlag, boah, die. Ja, nicht grosse Chance gehabt. Wir haben jetzt natürlich verloren. Aber das ist die Story. Also von keinem gehört, dass der erste Kampf so gewonnen hat. Definitiv nicht. Belohnungen. Minus 12 Gesundheit. Okay. Ich sollte härter trainieren. Ja, das ist doch recht. Ziel erreicht. Erster Kampf. Du hast gerade deinen ersten Kampf gewonnen. What? Ich will nur auf das Dach bekommen. Fühlt sich komisch an. Ich habe dich kämpfen gesehen, das war beeindruckend. Ich sehe aus. Wer kennt den? Wer kennt den? Wer weiß es, wer das ist? Ich hatte schon innen einen guten rechten Haken. In der Schule nannten sie mich früher Wiesel. Ich sehe vielleicht ein bisschen dünn aus, bin aber sehr flink. Ja, schon immer einen harten Vatergraden gehabt. Zack. Hey, du hast sehr ziemlich starke Arme. Okay. Du hast Mutti immer geholfen, die Einkäufe nach Hause zu tragen. Deine Arme sind richtig stark. Okay. Mach dich frisch und komm dann in mein Büro. Dann unterhalten wir uns mal. Also wenn ich es nicht so vorlasse, sag ich mir's. Der Mick. Es wäre toll, wenn du Apu in seinem Laden besuchen könntest. Sag ihm, meine Fleischlieferung ist immer noch nicht angekommen. Triff Apu, besuche Apus Laden. Okay, da ist Micks Büro. Und da ist der Supermarkt. Das heisst, wir gehen jetzt mal zum Apu. Zu Fuß. Du hast Apu getroffen. Ihm gehört der Laden. Schläft er wohl jemals? Ich glaube es nicht. Essen kaufen. Erinnere Apu an Micks Lieferung. Hi, Mick bat mich, dir auszurichten, dass er noch seine Fleischlieferung wartet. Oh, okay. Ich kümmere mich drum. Ja, und jetzt geht's nicht. So, Hung. So. Und das ist eigentlich das Einkaufsmenü, das man hat im Supermarkt. Da fängt man Essen. Am effektivsten ist Fleisch. Das könnt ihr euch selber ausrechnen. Man sieht es, ein Stück Fleisch gibt 40 Energie, kostet 20er. Ein Stück Tiefkühlpizza gibt nur 17, kostet 9. Also wenn man es hochrechnet, kommt das Fleisch billiger. Mit dem Energy Drink kann man Schlaf ersetzen. Man muss aber gut, was jetzt 5, 6 muss man haben, wenn man die Energie dünn ist, dass sie wieder voll oben ist. Also, muss man sich am Anfang fast sparen, weil es liegt einfach fast nicht drin. Ihr werdet es dann sehen. Ihr seht jetzt hier, bei der Limonade ist rechts noch Kühlschrank abgebildet, über die Tiefkühlpizza. Das zeigt immer, wie viel das ihr daheim im Kühlschrank überhaupt effektiv noch habt. Also ihr seht jetzt eine Tiefkühlpizza und eine Limonade haben wir noch. Ich werde aber eigentlich ein bisschen Fleisch kaufen. Zack. So. Das war's schon hier. Kennt jemand die 2 Doppeln, die hier vor der Tür stehen? Wenn ja, schreibt mir sie in die Kommentare. Sonst niemand etwas dergleichen tut und das nicht wissen, und ich soll in der nächsten Folge eine Show lösen, aber die 2 sind geile Sachen. So, Stadtkarte. Micks Büro. Zu Fuß. Du hast Mick getroffen, er weiß viel übers Kämpfen. Etwas verbindet euch. Okay. Schade, ist das Einzige, was man hier anwählen kann, ist der Mick. Weil die kennt man natürlich auch. Der hier ist. Der erste ist mal ganz klar, oder? Der zweite. Mal, die kennt man auch, Das ist so geil. Schau, kann man da nicht eins zocken, das ist noch lustig. Jetzt müssen wir den Mick quatschen. Hi, wie ich dir bereits sagte, hast du Potenzial. Ich kann aus dir einen Champion machen. Das wird ein langer Weg und du musst den ersten Schritt tun. Ein Freund von mir betreibt in seiner Muckibude eine Amateurliga. Wenn du die gewinnst, werde ich dich trainieren. Okay. Geh zu Silvers Turnhalle, da kannst du trainieren.
wenn du keine Lust mehr hast, nur zu Hause zu trainieren. Triff Silva. Besuche Silva Studio. Wenn du knapp bei Kasse bist, komm hier vorbei und ich gebe dir was zu essen. Also es funktioniert am Anfang. Ihr dürft einfach quasi kein Geld auf dem Konto haben. Und ihr müsst Hunger haben. Dann gibt er noch etwas zu essen. Ja, mir ist schon zu wenig hungrig. Aber das funktioniert nicht ewig. Also irgendwann wird er euch sagen, es ist das letzte Mal, das ihr geben. Und glaubt ihm das. Es ist das letzte Mal. Nicht denken, er macht nur ein Witzli. Aber eben. Gehen wir raus. Muckibude. Zu Fuß. Nie passiert. Hi, Mika mir gesagt, dass ich bei dir trainieren könnte. Big Mac, ich sagte, der hat mit Boxen nichts mehr zu tun. Ich bin Silva, du kannst hier trainieren, warum auch nicht? Du hast Silva getroffen. Er wirkt arrogant. Hoffentlich lernst du was von ihm. Mick hat dir bestimmt von unserer Amateurliga erzählt. Du kannst gerne mitmachen. Erreiche den 5. Platz in der Liga. Du siehst so aus, als könntest du kämpfen. Lust auf einen Übungskampf gegen mich? Klar, warum nicht? Nein, danke, mir ist gerade nicht nach Schlägen. Ja, klar, Mann. Ja, das geht gerade der Hure auf die Kappe. Ist gleich. Schon mal doppelte Energie aus mir. Ah, aber wir verrutschen schon ein paar Mal. Unsere Schläge haben einfach keinen Dampf. Noch nicht. Das kommt dann schon. Ein paar Kicker in die Schnur, da Zeilandtonner. Round 2. Vielleicht verstehe ich sogar 3 Runden, aber ich würde jetzt eher behaupten, dass wir K.O. gehen. Schon wieder was für eine Linke hier. Voll rein in die Schnur. Oh ne! Ja, das könnte vielleicht länger. Dass wir den Patron reinbringen. Schön, hol noch ein paar Mal. Komm. Wir haben noch keine Moves, gell? Da kann jetzt halt noch mal anfangen, ja. Das kommt alles noch. Der Anfang ist harzig, aber es ist schon am richtigen Leben so. Nein, halt das noch durch, Mann, das ist nur noch ein paar Sekunden. Nein. Gleich verloren, wenn es nicht gegangen. Immerhin. Er hat sogar 5 Stimmen dazu bekommen, obwohl er so dermaßen auf die Kappe hat bekommen. Nice. Nicht schlecht, aber in der Verfassung ist alles andere als gut. Ja, ich weiß. Du kannst hier trainieren, aber nicht umsonst. Aber weil du Mick kennst, bekommst du einen Rabatt. Okay? Du musst Level 5 in einem deiner Werte erreichen. Ein Kinderspiel. Also das ist da oben gemeint. Stärke, Ausdauer, Geschicklichkeit. Du kannst dich für einen Ligakampf anmelden. Das siehst du im gelben Ausrufezeichen auf dem Liga-Button. Okay? Das wäre jetzt der Kampfliga. Jetzt haben wir hier Anfängerliga, Ligatabelle, derzeitiger Rang. Dann kann man da noch schauen, wie das so ein bisschen aussieht. Salvador Panches ist erst. Und der hat das 295. Also da muss man schon ein bisschen trainieren, dass man dort ein bisschen weiterkommt. Dass er schon unser erster Gegner hat. Das. Den könnte man zwar schon fast. Den nächsten möchten wir schon wieder nicht mehr. Aber jetzt gehen wir einfach mal jetzt... Ja, gescheiter zuerst etwas gegessen. Das ist so schade, dass wir den jetzt verschwenden. Was soll ich jetzt probieren? Ich gehe jetzt heute nach Hause. Zu Fuß. Essen. Nice. Die nehmen wir auch noch. So, das ist das nämlich voll. Wo ich glaube, die erste Runde ist eben gratis. Nein, was? Nein! Wäre sie gratis gewesen, wenn ich nicht heim wäre? Das sind Zollkeiben. Hier sind Zollkeiben. Okay. Also geht nicht heim essen. Weil es wäre gratis. Schade. Ja, gehen wir nur, zahlen wir auch den 10er. Wir haben ja noch eine Pizza daheim. Wir können nur die Pizza essen, bevor wir nachher müssen arbeiten. Nein, der Mick ist ja noch da. Wir gehen einfach zum Mick essen. Überschnurrt. Also, zahlen wir den 10er Eintritt.
Jetzt sieht es eigentlich Trainingsgerät aus im Verlauf des Spiels. Also man hat da verschiedene Sachen, mit Seilgumpi, mit so einem Hammer, man hat so hätte ich fast gesagt, das ist Streckbank. So eine Gewichtheber, Drückbank-Zeug da, Boxsack, Punching Ball, da hier haben wir auch noch so ein Teil. Und alles ist eigentlich verschieden. Also, wir gehen das schon Schurte durch. Also da gibt es jetzt ein bisschen Ausdauer und Geschicklichkeit. Und dann macht das einfach auch von selber. Und ihr seht, das zieht da hier oben links zieht es ab. Und die Kugeln sind noch ganz die blauen und grünen, die raufgehen. Also im Moment ist er zufrieden und macht das einfach. Aber plötzlich sieht er, jetzt nimmt es ab. Wenn man zu lang dran ist. Das heisst, man muss das Gerät wechseln. Jetzt gehen wir mal hierher. Der geht von all drei. Das ist noch ein geiles Gerät eigentlich. Den bin ich noch gern. Da bleibe ich eigentlich auch oben dran, bis er reklamiert. So, reklamiert schon. Ich würde jetzt zuerst eigentlich gerne ein bisschen Stärke pushen. Ich glaube, dann gehen wir noch ein bisschen auf den. Oh, voll wie Rocky. Da geht's. Und das ist halt der Nachteil an diesem Spiel. Jede Nacht verliert man ein bisschen von Stärke, Geschick und Ausdauer. Es ist sehr, sehr schwierig, das die ganze Zeit konstant oben zu behalten. Aber darum, ich habe das ab dem letzten Mal, ich habe einfach zwischendurch einfach ein paar Stunden einfach nur trainiert, geschafft, für den Charakter ein bisschen aufzupushen. So, erster Tag durch. Jetzt machen wir noch ein bisschen den Boxsack. Der Boxsack hat hier alles drin, das ist auch noch gut. Ich werde mich als erstes eigentlich Ausdauer und Stärke ein bisschen konzentrieren. Es ist schwierig, alle drei hoch zu behalten, aber ich versuche es mal alle drei ein bisschen hoch zu behalten. So, jetzt gehen wir noch heute ein bisschen daher. Das Laufband hat man. Das Laufband ist echt nur Ausdauer. Der Punching Ball ist nur Geschicklichkeit. Push, komm, geht noch ein bisschen. Die letzten gehen wir noch daher. Nein, mach nicht mehr viele Übungen. Dann sagt er, ja, aber Hunger. Ja, schon hat der Kohldampf. Jetzt gehen wir mal zum Mick. Vielleicht gibt es etwas gratis zu essen. Dann mache ich kein Geld mehr, frage nach Essen. Hier ist ein Essen. Das ist wenigstens halb voll. Jetzt müssen wir aber ein bisschen Batzeli verdienen. Das heisst, wir können arbeiten. Zu Fuß. Jedes Mal, wenn du Arbeit erledigst, bekommst du 50 Stutz. Und das geht natürlich, wie oben rechts gesagt, das geht auf Zeit. Es zieht Spass ab, es zieht Energie ab, es zieht Essen ab. Aber es gibt ein bisschen Kraft und Ausdauer. Dann müssen wir es so durchlaufen. Jetzt ist wieder der Tag weg, jetzt müsst ihr schauen, Mitte gehen wir auf Level 1 zurück. Ja, nicht ganz, fast. Jetzt kann er behalten, Level 2. Nice. Machen wir noch ein bisschen weiter. Hoffentlich längt es. Nein, hat nicht mal gelangt. Jetzt will er noch schlafen. Das ist doch nach Hause, zu Fuß. Aber für sich zu erholen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder schlafen oder Energy Drinks. So Energy Drinks kostet, also geht man schlafen. Und schlafen tut man auf dem Sofa. Und Schlaf gibt Energie, gibt ein bisschen Stimmung und kostet Essen. Aber solange wir können, gehen wir zum Mick gratis essen. Zu Fuß. Und man kann nachzählen, je mehr es gibt. Hier ist ein Essen. Nice, nice, nice. Das heisst, wir gehen arbeiten. Zu Fuß. Start. Jetzt hat eigentlich gerade... Komm, 100er liegt drin. Jetzt gehen wir aber dann mittig zu Level 1 zurück, ja. Aber das ist gleich, es spielt keine Rolle. Geld muss her. Schön, weiter. Jetzt müssen wir stoppen. So, wir können uns jetzt anmelden für die Anfänger. Das könnten wir eigentlich machen. Wir könnten dem auf das Dach geben. So als Abschluss von dieser Folge können wir dem auf das Dach geben.
So, nächster Kampf in 2 Tagen. Das heisst, wir müssen gehen trainieren. Das heisst, wir gehen jetzt in den Supermarkt. Zu Fuß. Schwenker. Abu. Muku. 1, 2, 3, 4. Die 2, Mann. Nach Hause. Zu Fuß. Was müssen wir? Schlafen. Ich muss zuerst etwas essen, dann können wir dann durchschlafen. Tiefkühlpizza. Ein bisschen. Der Sound ist doch fantastisch. Hat er hier oben rechts hängen, das Filmposter. Wer kennt das? Ich vergesse eben den Namen, mir ist der Name nicht mehr eingefallen. So, und schon hat er wieder Hunger. Essen. Oh. Nice, Glücklichkeit hat die Sonne gebracht. Stimmung halt mit dem, da kann man hier Fernsehen schauen. Jetzt haben wir noch genug. Das sehen wir dann auch noch. Ich kann nur mal viele Liegestütze machen. Ja. Und der Tag fertig. Machen wir noch ein Liegestütze. Und nämlich morgen ist schon der Kampf. He? Ja. Nachher muss ich dann ins Studio. Ich glaube, ich tue jetzt heute hier mich noch ein bisschen erholen. Also noch ein bisschen Stimmung sammeln. So, Stimmung sammeln. Die Katze streicheln. Hi, Buzi. Ein Sekündchen schlafen. Etwas essen. Und dann gehen wir in die Trainingshalle. Posten gern. Nice, jetzt haben wir das nämlich alles voll. Zack! Optimale Ausnutzung vom Zehner-Nötchen nachher. Mokibude. Zu Fuß. Gym. Paye Zeller. Zehner, überschnurrt. Jetzt müssen wir heute, ich glaube, ich gehe ein bisschen boxen. Weil dann können wir nämlich alles auf dem 2 halten, die Nacht durch ist. Ich werde jetzt wirklich versuchen, alles ein bisschen auf dem einigermaßen gleichen Level zu behalten. Schau, ob ich das herbringe. Komm, gib noch ein bisschen. Jetzt gehen wir nur ein bisschen Kraft pushen. Oh, nice. Oh, da haben wir heute am Kampftag schon recht schöne Statistik. Wow. Ich hoffe, wir können mit dem Essen durchziehen. Wäre schön. Und push noch ein bisschen. Nice. Aber jetzt, heute ist der Kampf. Da kann ich mich jetzt anmelden. Oder ich kann den ganzen Tag trainieren. Also 1 Minute bevor das abläuft, kann man sich noch für den Kampf anmelden. Das spielt absolut keine Rolle. Also, nützt den Tag, den ihr noch habt. Jetzt mache ich noch ein bisschen Kraft und Ausdauer. Die Ausdauer werde ich gerne auf 3 pushen. Vor dem Kampf. Wo es jetzt so lange gehe ich nachher noch ein bisschen auf das Laufbahn. Ja, es langt. Nice. Noch ein bisschen Boxsack. Oder haben wir das schon gehabt? Nein, ist gut. Und dann bleibe ich nämlich bei Geschicklichkeit auch noch ein bisschen dran. Dann kriegt es mich auch nicht wieder auf Level 1 zurück am nächsten Tag. So, bringen wir hier noch auf Level 4 bis für einen Kampf. Ah, das wäre der Burner. Oh, push! Das langt. Nice. Ah, dem werden wir so dermaßen auf die Kappe geben. So, ich würde sagen, Kämpfe. Songmo. Ja, wir sind deutlich überlegen. Wow. Und los geht's. Erste Runde Knockout. Hey, werde ich doch. Oh, da mal zu. Mann, ich wieder luschen.
Der hat doch keine Moves, er hat nur eine rechte. Oh, dann mit der rechten. Das ist wie der Rab dann gegen Halbich, oder nur mit der rechten gehauen hat. Song Mo, ist sich auch in der anlegen. Ah, das ist auch wieder. Oh, 11er Combo, nice. Oh, ei, das Boden. Oh ja, unsere Ausdauer. Schau, jetzt geht es nur noch auf die Kappe. Ei, unsere Ausdauer. Ei. Das ist nicht gut. Da habe ich immer schon letztes Mal gekämpft. Immer mit der Ausdauer. 10 Tonnen. Jetzt wenigstens wieder ein bisschen auf. Oh, das könnte noch knapp werden. Das könnte noch knapp werden. Wohnen. Oh, schöne Combo. Komm, nur noch 13, das machst du. Nein, jetzt muss er noch ausweichen. Und wir schon wieder down. Ei! Gib ihm, nur noch 11. Ja, das langt. Das langt. Jetzt gehen wir wieder zu Boden. So, werde doch. Ja, nein. Ei. Jetzt aber. Komm, noch eine sprechen. Jetzt geht er zu Camp. Fight down. Nice. Unser erster Win, unser erster Sieg. Fantastisch. Es hat jetzt 3 Talentpunkte. Die kann man eben dann nachher einsetzen. Nice, 37 Punkte. Erster Kampf gewonnen. Keine Chance hat er gehabt. Hehehe. Ah, du hast genug Talentpunkte. Talentpunkte schnell hier. Ding. Und da hat man verschiedene Wege. Also es gibt grundlegende Talente. Da hat man aber nachher verschiedene dritte taktisches, du siehst jetzt mehr Details von Kampftalenten, wie merkwürdig. Und dann hat man nachher auch die verschiedenen Dritten. Du kannst Talent mehr dazu tun. Und dahinter schaltet man nachher auch die verschiedenen Sachen für. Also Weg des Bären, der ist hauptsächlich für die Stärke. Weg des Tigers ist für Geschick und Weg der Schildkröte ist Ausdauer. Ich werde mich am Anfang auch auf den Weg des Bären konzentrieren. Da haben wir immer genug Power drin, dann können wir richtig auf das Dach hauen. So, was machen wir als erstes? Wir lernen einen Tritt. Lernen für 1. Und taktisches Lernen machen wir auch noch. So, lernen für 2. Gut. Jetzt könnte ich mich schon anmelden für den nächsten Kampf. Aber da warten wir jetzt, ich glaube, ich gehe noch heute ein bisschen trainieren. Aber jetzt machen wir ein bisschen Folgenpause. Wenn euch es gefallen hat, lasst mir doch ein Daumen hoch da, dann weiss ich auch, es gefällt euch auch. Und aber alles, was euch so ist aufgefallen, auch hier hat man Filmposter. Schreibt mir in die Kommentare, was euch alles so auffällt, was es alles für Anekdoten in diesem Spiel hat. Würde mich freuen. Können wir ein bisschen diskutieren darüber. Also, merci fürs Zuschauen. Daumen hoch. Ciao, bis zum nächsten Mal.